Da hat Schauspielerin Veronika Ferres gut lachen, denn das Münchner Oktoberfest ist der Promi-Treffpunkt schlechthin. Und auch immer gut, um sich mit einem neuen Lebensabschnittspartner offiziell zu zeigen. Estefania, Ex von Dieter Bohlen, brachte zum Beispiel ihren neuen Lover Pino mit in die VIP-Box. Doch was sollte man außer dem richtigen Partner noch auf der Wiesn dabei haben? Ich habe eigentlich nur das Nötigste dabei. Das ist mein Handy, weil falls mein Sohn mich anruft. Und und Make-up, Schminke so ein bisschen. Aber sonst nichts mehr. Ja, ein bisschen Bargeld, ein paar Euro für das Taxi nach Hause. Man sollte ja nicht mehr Auto fahren. Und natürlich das Handy. Mit dem gehe ich fast ins Bett. Geld, Zigaretten und ein Feuer, oder? Außer ein wenig Cash, für Taxi nichts. Und mehr als das Geld fürs Taxi brauchen die Promis auch nicht, denn eine Einladung folgt die andere. In den großen Zelten sind die Promis gern gesehene Gäste. Da wird aufgetischt, was Promi will. Alles umsonst. Naja, sagen wir so, während der 2 Wochen, da gebe ich am wenigsten Geld aus. Man kriegt wirklich zur Wiesenzeit ziemlich viele Einladungen. Ich habe jetzt total ausselektiert und gehe wirklich nur zu meinen Freunden hin. Und während die einen schlemmen, müssen die anderen sparen, denn normalos kostet der Wiesnspaß richtig Geld. Im Durchschnitt gibt der Oktoberfestbesucher pro Person und Tag ca. 60 € aus. Und das Oktoberfest dauert 16 Tage. Wer jeden Tag auf die Piste geht, wird einiges los. Also ich habe schon so ein Wiesensparkonto, aber es reicht fast auch nicht. Also ich kriege dann von meinen Eltern zum Glück noch was. Mindestens 100 €. Ich glaube 900. Da möchte man schon gern Promi sein, dabei haben auch die VIPs ihre Probleme. Zum Beispiel, wie kommt man unbeschadet aus der sicheren VIP-Box im Zelt ins Taxi? Ich muss mich ein bisschen durchboxen. Je später der Abend, desto mehr bräuchte ich eigentlich den Klitschko, der mir dann dabei hilft. Aber das ist nicht ganz ohne, eben heute Abend rauszugehen. Alle sind leicht angetrunken. Die Leute sind alle sehr betrunken und leiern und singen und schreien einen manchmal den Namen hinterher oder irgendwelche Namen, die man nicht wirklich hören will, ja. Und der Promi-Reigen geht immer weiter. Boris Becker lädt zum Golfturnier und Schauspielagenturen laden in den nächsten Tagen ihre Schützlinge auf das Oktoberfest ein. Die Feier geht weiter, noch fast 2 Wochen und für die meisten Promis für umsonst.